Herzlich willkommen zurück. Endlich gibt's wieder Kassettenschmerz. 2 Wochen waren jetzt zur Pause. Es war aber wirklich nichts los, das wir eigentlich irgendwie verzeihen können. Darum haben wir gesagt, nach der 300. Folge brauchen wir sowieso ein bisschen Zeit für uns, ein bisschen Zeit für unsere Katzen und manche auch für ihre Partnerinnen und so. Die Vorbereitungen waren unglaublich. Ich kann's dir gar nicht vorstellen, was wir da Arbeit eingesteckt haben. Aber jetzt geht's wieder zurück ans Eingemachte. Gnedelwurzler Habitäre, schön, dass du da bist. B.I. Wild, schönen guten Tag. Ja, genau, diesen hier. Jetzt geht's wieder ans Eingemachte. Ich habe hier 3 vollgeschriebene Seiten an Neuigkeiten und Infos für euch. Also heute wird uns definitiv nicht langweilig. Ich habe extra mehr zum Unboxen organisiert, damit ihr euch lange erhalten bleibt. Unter anderem haben wir natürlich wieder einmal One Piece dabei. Dann was nice für euch, nämlich die Final Fantasy VII Magic The Gathering Play Booster. Und wie immer haben wir natürlich Pokémons-Karten für euch dabei. Ihr dürft euch aussuchen, welche das wir unboxen. Entweder Mewtwo oder die komische blonde Brunzen oder hier da Smogon und Arbok. Wie immer, meldet euch und schreibt es rein, dann machen wir das. Dennis, schönen guten Tag, dass du es auch geschafft hast. Du Pimmel. ähm, ja, mit was fangen wir an? Ich habe jetzt einfach mal einen ganzen Schwung Bilder hergekriegt, da wir ja keine Trailer miteinander anschauen können, wollen wir zumindest Beutel zeigen und blonde Brunzen schreibt der Gnedelwurzler, passt schon mal einmal die blonde Brunzen. Schauen wir uns natürlich mal das an, auf das wir vielleicht wahrscheinlich alle am gespanntesten sind, falls ihr es noch nicht selber gemacht habt. Werdet es jetzt nicht hier sehen, sollte sich mein Bildschirm irgendwann teilen lassen. Den ersten Blick auf den Dominic McLaughlin, glaube ich, heißt der, als Harry Potter. Die Dreharbeiten haben begonnen und ja, es wird auf alle Fälle Staffel 1 und 2 gleich am Stück gedreht. Also können wir uns zumindest darauf freuen, dass es jetzt voraussichtlich nicht noch Staffel 1 gleich abgesetzt wird, aber davon geht man wahrscheinlich eh nicht aus, wenn man Harry Potter Serie macht. Finde ich ganz okay, also der passt, da ich sagen, von der Optik her gut als Harry Potter eine. Ein weiteres Bild, was uns jetzt schon gezeigt haben, ist Nick Frost als Hagrid. Den zeige ich jetzt auch gleich. Und wo ist er? Wo ist diese? Da ist er. Und das ist der erste, bei dem ich ein bisschen skeptisch bin. Ich gehe zwar davon aus, dass er vom Schauspiel her und so weiter, dass es am Ende schon passen sollte, aber jetzt rein nur auf diese Optik natürlich reduziert, hat mir das damals viel besser gefallen. Den Kern ein wenig mehr Gesicht nur ins Gesicht, Haar ins Gesicht ballert, so heißt es nicht, Gesicht ins Haar ballert. Naja, ja genau, McLaughlin, das ist eigentlich das Erste, was ich im Kopf gehabt hat. Also, er hat sicher auch einen fakey Ausweis dabei. Mal gucken, bin gespannt auf die nächsten Beutel, die dann bekannt geben werden. Wenn jetzt die Dreharbeiten laufen, werden wir nach und nach mehr zu Gesicht kriegen, wie unsere neuen Harry Potter Darsteller ausschauen. Außerdem gehört der viel größte Ranzen hier beim Hagrid, oder? Das saubert's dir. Ah, ist groß. Naja. Naja, was habe ich noch zum Sagen? Ich habe so viel Zeit zum Herzogen für euch heute. Es wird ja nämlich auch eine neue Spartacus-Serie geben, House of Ashur, glaube ich, nennt man es. Mit den Aschurken kennt man schon aus der damaligen Serie. Da haben wir jetzt halt auch die ersten Beutel gekriegt. Das ist umständliche Detailerei, sag's euch. Nervt mich jetzt schon wieder. Das nächste Mal schneide ich so alles aus und mache artige PowerPoint-Präsentation. Ja. Aber naja, was tue ich nicht alles für euch? Da haben wir den ersten Seppen. Schauen wir, jetzt pass auf, jetzt probieren wir noch einen Geheimtrick, ob wir da einfach umspringen können. Ja, das haut auch hin. Das ist ja schon wieder schön. Dann haben wir ein paar durchtrainierte, sexy Typen. Genauso wie es gehört bei Spartacus. Da hoffen wir wieder auf viel nackte Haut. Da ein paar Ladies, gut aussehende Ladies im Hintergrund. Also hoffen wir auf gute, alte, römische, dekadente Orgien. Es scheint wieder sehr blutig zuzugehen. Ich auf dem Hardline gar nix. Außer du meinst die durchtrainierten Typen. Und er, der alte After, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Ich kann euch aber jetzt gerade irgendwie nicht mehr sagen, woher dass ich den kenne. Schaut auf alle Fälle von die Beutel her. Wir haben auf, diesmal anscheinend auch saubere Gladiatoren Weibsen dabei. Oder es ist wieder irgendein Rebellenaufstand hier. Keine Ahnung. Die Geschichte weiß ich noch nicht. Da habe ich noch nichts gelesen dazu.
Es scheint aber zumindest von die Beutel her sehr nah am Stil von der ursprünglichen Spartacus-Serie zu sein. Und die fand ich persönlich sehr geil. Die fand ich sehr geil. Und dann haben wir hier noch einen Kämpfer, einen, der kämpft. Lauters Kämpfer. Klar trainiert und oben ohne. Ja, so war ich am Hardline. Da erzählst du keine Lügengeschichte. Keine Lügengeschichte. Jetzt wird es ein wenig kleiner hier, weil ich nämlich leider die Beutel nur über Instagram gefunden habe, über den IGN-Kanal. Die posten anscheinend nur Sachen auf Social Media und nie irgendwo auf einer Homepage, zumindest nicht, was man setzen kann. Krawallmaus, schönen guten Tag. Aber es kommt ja ein neuer Street Fighter-Film, so nächstes Jahr schon gekommen. Und da haben wir jetzt auch einiges an Cast bekannt gekriegt. Unter anderem haben wir einen Jason Momoa als Blanka. Dann haben wir den Roman Reigns als Akuma und den 50 Cent als Balrog. 50 Cent, den brauchen wir noch. Mal gucken. Andrew Kochi als Ryo, die Kalina Liang als Chun-Li, den Noah Centineo als Ken und dann die weniger wertvollen Menschen scheinbar werden auf Orbeitel eingepatzt, der Orwell Peck als Vega und Andrew Schulz als Stan. Und mittlerweile ist auch noch bekannt geworden, dass der David, das Männchen, meine ich, heißt der, als Bison, Captain Bison dann noch auftreten wird. Ja, Street Fighter, ans Original werden sie nicht kommen, würde ich sagen. Das mit dem, weißt du schon, mit dem, wie heißt der, Van Damme, das war ja überragend damals. Da können sie nie wieder ohne schmecken. Andrew Schulz kämpft er mit Comedy. Wahrscheinlich macht er das mit Comedy. Er erzählt Witze. Und das erste Poster zu Cyberpunk Edge Runners 2. Ich komme zwar später erst ein bisschen auf das Anime-Zeug, aber wollte ich zumindest jetzt schon hier bei der großen Bilderteilerei sagen, wie toll das Poster ausschaut. Und es wird eine eigenständige Geschichte, hat nichts mit der ersten Staffel zum Tor. Und der Autor ist Pole auch und hat geschrieben, da Polen sehr traurig sind und er immer traurig ist, möchte eine Geschichte schreiben, die die Zuschauer sehr traurig macht, weil dann ist er ein bisschen glücklicher. Ja, was sollen wir dazu sagen? Ich hoffe, es hilft ihm. So, das war unsere große Bildertier-Show. Die war fast so lang und so großartig wie die in der 300. Folge. Das soll jetzt eigentlich mal anschauen, die 300. Folge, falls noch nicht geschehen. Überragend gut. Habe ich gehört. Ich weiß nicht, ich habe einen Blackout gehabt und weiß nichts mehr von der Folge und schaue es mir auch nicht an, weil ich nicht bescheuert bin. Für euch nur zur Info, jetzt hier am 18.07. ist wieder Nacht des guten Geschmacks und diesmal wird es richtig übel, denn wir zeigen Sharknado. Sharknado auf der großen Leinwand brauchst. Wir sind im Felsbiburg vor Ort und mit wir meine ich an Corby und mich. Der halt wieder mal mit Abwesenheit glänzt. Genauso wie der Seppi und der Mike, ach, wie immer. Immer alles allein. So, da jetzt auch Krawallmaus und Bertman am Start sind, für euch auch noch, ihr dürft auch noch abstimmen, für das mega coole Pokémon-Karten, Unboxen, Mewtwo, Blonde Brunzen oder Arbok und Smogon. Blonde Brunzen hat schon eine Stimme vom Gnädelwutzler, also sagt's mal, was ist. Unboxed haben möcht's. Machen wir weiter mit ein paar Ankündigungen und leider auch einer Serie, die gecancelt wurde, nämlich die 70er Jahre Crime-Drama-Serie vom J.J. Abrams namens Duster ist jetzt schon nach einer Staffel abgesetzt worden. Mit dabei war da der Josh Holloway von Lost. Genaue Gründe habe ich jetzt dazu nicht gelesen. Habe die Serie eigentlich gesehen, ich weiß gar nicht, ob die mittlerweile bei uns schon irgendwo zu sehen ist. Aber ja, was möchtest du machen? Was möchtest du machen? Ach, schon her, es wird Weekender ist auch am Start, das ist schön. Hi, Stefan. Wie Potato You, Stefan. Und Mike von Kassettenschmerz war Premiere. Na, tatsächlich hat der Mike schon 2 oder 3 Mal einen Kassettenschmerz mitgemacht, aber 19 Uhr ist für ihn immer eine ganz schwierige Zeit, weil Kinder und anstatt das einfach ausschluckt und wegsperrt, wie man es als normales Elternteil macht, sagt er, wer kann da nicht mitmachen? Stinkfaules Schwein ist er halt. Aber naja, er hat jetzt in der 300. Folge mitgemacht, das ist doch schön. Oh, 2 Stimmen schon für Mewtwo, somit rutscht Blonde Brunsten nach hinten und Mewtwo ist vorne. Murderbot ist um eine zweite Staffel auf Apple TV Plus
erweitert worden. Der Trailer zu der ersten hat schon mal sehr witzig ausgeschaut, habe aber noch nicht reinschauen können. Werde ich noch nachher für euch und werde ich dann berichten. Wo es mich persönlich sehr gefreut, ist die Erweiterung von Mobland um eine Staffel, um eine weitere Staffel auf Paramount Plus. Die Mafia-Serie mit Pierce Brosnan, Helen Mirren und wie ist der andere, der ist der bei Tom Hardy. Sehr geile Serie, bin noch nicht ganz durch mit der ersten Staffel, aber was ich bisher gesehen habe, ist obergeil. Und auch der Intro-Song ist richtig fett. Den müsst ihr auch noch einbauen. Für alle, die es nach einem Film und einer Staffel immer noch nicht glauben, dass es nicht wirklich witzig ist und nicht gut wird, kriegt jetzt noch am 13.08. die Chance, sich mit einer zweiten Staffel davon zu überzeugen, nämlich die zweite Staffel Sausage Party Foodtopia wird dann ausgestrahlt werden. Und ja, ich kann mit dem Film nicht viel anfangen und auch mit der Serie, mit der ersten Staffel habe ich nicht viel anfangen können. Somit wird ihr einen Haken dahinter sitzen, aber für euch soll es nur mehr erwähnt sein. Ihr könnt es, falls ihr es nicht glaubt, nochmal versuchen. Dann soll ein neuer Nachzieh-Museum-Film kommen. Schreiberling unter anderem einer, der, wie ist der Film? Stuber, keine Ahnung. Ich glaube, das war der mit dem Batista und, ach, frag mich nicht, keine Ahnung. Film war nicht so toll, nein, Nachzieh-Museum brauche ich auch nicht unbedingt, aber wieder für euch. Es ist ja keine Sendung hier für mich, sondern es ist ja nur fürs Volk. Für das Volk ist das hier. Solo-Leveling bekommt eine Realserie. Der übelst einschlagende Anime kriegt eine Realserie auf Netflix, auch in Form einer 8-teiligen Serie. Da sind wir mal gespannt. Jetzt kommt er mit der blonden Brunzen wieder daher, damit wir ja einen Gleichstand haben. Reg mich auf, Batman. Ich hau die ein. Ich hau die ein. Wie ein Ferkel. Naja. Stefan, du kannst jetzt das Ruder wieder rumreißen und kannst schauen, ob wir nicht doch Mewtwo unboxen. Mewtwo oder blonde Brunzen, Stefan. Du musst nur mit abstimmen. Aber wenn du sagst, lieber Arbok und Smogon, dann ist deine Stimme vertan, weil die sind schon hinten runtergefallen. Harold und Kumar wird auch ein Sequel kriegen, ein neues, und zwar von die Cobra Kai-Macher. Die Unterhaltung über Cobra Kai haben wir ja schon in der 300. Folge gehabt. Hört euch die 300. Folge an, beziehungsweise schaut sie euch an. Bin ich mal gespannt, wenn Cobra Kai wirklich so toll ist, wie der Seppi und der Corby behauptet haben, dann könnte uns ja auch ein tolles weiteres Harold und Kumar Sequel ins Hause stehen. Ich habe keine Ahnung, was ihr da redet. Sag einfach Mewtwo oder blonde Brunzen, Stefan. Na, Krawallmaus, das gerne mit beide, weil ich habe nämlich dann hier noch One Piece und habe schon ein neues Kartendeck angefangen, nämlich hier Final Fantasy VII Magic the Gathering Edition. Ich habe extra aufgrund der zweiwöchigen Pause vom Kassettenschmerz ein weiteres, ein drittes Medium an Kartenunboxing angefangen und stürzt mich in sämtliche, in die größten Unkosten überhaupt, nur für euch. Jetzt kommt der mit blondes Mewtwo. Stefan, das gibt Sackschellen, das hast du jetzt davon. Bevor überhaupt das Spin-off losgegangen ist zu Outlander, da kommt ja diese Spin-off-Serie noch Blood of My Blood, ist schon eine zweite Staffel angekündigt worden. Das ist mal was für die Mädels, soweit ich gehört habe, ist das oft einmal ein bisschen, zwar schon eine krasse Serie, aber eher ein bisschen umeinander geschnulzt. Ich habe hab nebenbei mal 2, 3 Folgen gesehen. Meins wird es nicht sein. Ja, Simon, habe ich die Ehre. Küsschen aufs Nüsschen. Darfst auch gleich mit abstimmen, wenn du schon da bist. Was wird unboxed, Simon? Blonde Brunzen oder Mewtwo? Piu, piu, piu. Dann haben wir Teil 2 für Lilo und Stitch, Realverfilmung, jetzt schon in Arbeit, wo es aber eigentlich klar ist, denn der Film steigt jetzt gerade auf die 1 Milliarde Umsatz zu. Disney freut sich, dass endlich mal wieder, wo es über 1 Milliarde einspielt. The Bear ist um eine 5. Staffel verlängert worden. Und Monster, also die Serie, zu der wir jetzt schon Dama gehabt haben und dann die 2 Sunny Boys, ich weiß nicht, was geheißen haben, die Menendez-Brüder. Die 3. Staffel wird ja ein, wie ist der Ed Gein sein, und jetzt mit Staffel 4, die wird jetzt schon geschrieben, werden wir die Lizzie Borden bekommen, die ja 1892 ihren Vater und ihre Stiefmutter mit einer Axt erschlagen haben soll. Was erzählst du, als ob du umeinander Geschulze nicht magst? Ja, natürlich mag ich es. Sag überhaupt nichts. Ich mag mich schon mal ein bisschen auf Couch legen und ein wenig dahin schmachten. Und bei Outlander sind ja sehr heiße Feger am Start. FegerInnen. Ich finde alles geil. Dann ist ein Spin-off zu
Big Bang Theory bestellt worden, nämlich Stuart Fails to Save the Universe. Ah, ja, keine Ahnung. Ich bin schon kein Big Bang Theory-Fan, drum ist mir relativ egal, muss ich sagen. Was noch kommt, ist jetzt auch noch Spin-offs, ohne Ende Spin-offs haben wir hier. Das ist echt alles Wahnsinn. Extraction, der Film mit dem, oder die beiden Filme mit dem, wie heißt der Chris Hemsworth, kriegt auch eine Spin-off-Serie, nämlich 8 Folgen in der Hauptrolle der Omar Sy oder Sy, keine Ahnung, wie man ausspricht. Mit den Namen wird es jetzt dann eh noch viel besser, wenn wir dann auf Casting-Neuigkeiten gehen. Dann haben wir noch Holy Womb, ein neuer Film, den man sich unbedingt aufschreiben sollte. Der kommt nämlich von der Anouk Wissel, glaube ich, spricht man es auch wieder aus. Ist auch wieder fraglich. Die ist aus dem Dreiergespann um RKSS, die uns ja mit Summer of 84 via Zombies und Turbo Kids Show begeistert haben können. Und die gute Frau bringt jetzt eben diesen Holy Womb raus, einen Body Horror. Und wo die bisher in den Finger gehabt haben, war ich vollends überzeugt und dabei. Darum schreiben wir uns Holy Womb jetzt mal auf. Was sagt er? Hatte ein Junge. Ich verstehe kein Wort nicht. Pimmel. Pimmel, sage ich da nur. Ja, wir gehen drüber zu den Castings. Unter anderem haben wir jetzt ja mittlerweile, also manche News sind natürlich auch schon ein bisschen älter. Wir hatten ja jetzt da 3 Wochen zu überbrücken, aber was natürlich erwähnt gehört, einer der größten ist Denis Villeneuve, ist der neue Regisseur für die neue James Bond-Reihe. Oder zumindest erstmal für den nächsten James Bond-Film. Jack Schreier, der Regie bei Thunderbolts geführt hat, das für mich übrigens der beste MCU-Film war seit Spider-Man No Way Home, wird der Regisseur sein für den ersten MCU X-Men-Film. Das ist das einzig offizielle Casting bisher, ansonsten wissen wir da noch nichts. Denis Villeneuve, genau, Villeneuve. Dann haben wir John Bernthal als Punisher offiziell bestätigt für einen Auftritt im neuen Spider-Man Brand New World. Auf den ich mich übrigens auch schon gefreut, weil nämlich jetzt der Tom Holland gesagt hat, dass wir sich hier jetzt wieder zurückbesinnt auf mehr haptische Sets. Also es soll wieder mehr gebaut werden, nachdem bei No Way Home ziemlich viel halt auch aufgrund von Corona und so weiter einfach irgendwo mit CGI gemacht worden ist. Aber ich denke mir so, ja, Corona ist lang vorbei und die anderen Filme haben noch beschissener ausgeschaut, also bitte. Aber wenn es jetzt halt heißt, es wird viel gebaut, es gibt viele haptische Sets, dann habt ihr da schon wieder mein Herz berührt. Bayerischer Uli Wickert, der kann ich schlage ein, diese verdammten Bewegtbildbanausen. Jetzt ja auch nicht in einem Podcast, der ist furchtbar. Außer die Folge über Bad Boys, die ist super gewesen. Ansonsten kannst du es nicht anhören. Ganz grausam. Hat der Tom Holland wieder gespoilert. Nein, ausnahmsweise noch kein richtig schlimmer Spoiler, nur eine kleine Anmerkung zu den Dreharbeiten. Und das, da ich sagen, ist okay. Das ist okay. Da freuen wir uns doch, wenn wir wissen, hey, die bauen wieder mit Sets. Das freut uns doch. Ein Sequel, von dem ich überhaupt nicht gewusst habe, dass es kommt, aber das jetzt auch ein großes Casting-Zugang gekriegt habe, ist The Devil Wears Prada, kriegt den zweiten Teil. Und da ist jetzt auch der BJ Novak, der unter anderem auch bei The Office dabei war und man ja auch mitgeschrieben hat, und die Lucy Liu gecastet worden. Und, jetzt schauen wir mal, ich glaube, das ist jetzt unsere letzte Casting-News. Tatsächlich war Sophie Thatcher und Edelstein, so nehmen wir jetzt einfach mal, damit es ein bisschen Englisch anhört, Edelstor. Der Edelstor, Fred, werden wir nicht dazu sagen, sind auf alle Fälle die Lead-Rollen in Mr. und Mrs. Smith Staffel 2. Ich kenne beide nicht. Leckt mir einen Arsch rein. Was erzählt er schon wieder? Wer war der komische Bayer? Stand in den Leserbriefen nach unserer Folge. Leserbriefe, als ob eure Hörer überhaupt lesen oder schreiben könnten. Und jetzt ein bisschen zu die Anime-News, die ich vorher schon erwähnt habe. Da ist ja auch einiges passiert. Es war ja wieder irgend so eine Anime-Expo. Bei mir ist übrigens brütend heiß. Schwitzt mir hier die Rosette wund. Langweiligste News für mich, die mir erst nachträglich enttäuscht hat, war geil, Tokyo Ghoul kriegt einen Film, einen Anime-Film, und dann habe ich gelesen, es ist einfach nur eine Compilation aus 6 Folgen der ersten Staffel. Da haben wir da schon wieder gedacht, leck mir in den Arsch rein. Das ist jetzt wie mit Kaiju Number 8. Ich habe mich gefreut, dass endlich Kaiju Number 8 weitergeht. Und dann habe ich gedacht, wow, geil, da ist ein 2-Stunden-Film drinnen, den hast du auch gleich noch eine. Und was ist? Das sind einfach so die ersten 6 Folgen aneinander gereiht. Was soll die Scheiße eigentlich immer bei euch? Anime-Pissbacken.
Frieren Beyond Journey's End kriegt seine zweite Staffel und zwar im Januar 2026. Black Clover habe ich Gott sei Dank gerade erst angefangen, ist nämlich jetzt angekündigt worden, dass es mit einer neuen Anime-Serie weitergehen wird. Ich weiß jetzt nicht, was das genau heißt, weil ich nicht weiß, wo der genaue Stand ist von Black Clover, da ich erst mit der ersten Staffel durch bin. Dann haben wir Bleach, 1000 Year Blood War. Das Finale, Part 4, kommt irgendwann 2026. Und danke dafür. Wie lange soll ich noch warten? Vor allem haben uns gefühlt die ersten 3 Parts innerhalb von 6 Tagen durchgeschissen und dann warte ich 8,5 Jahre schon wieder auf den letzten Part. Arschgeigen. Die Apothecary Diaries kriegt auch eine dritte Staffel, ich glaube nächstes Jahr schon. Und man soll dann ein neues Land besuchen. Für Ende Oktober schreiben wir uns schon wieder auf, dass wir ins Kino gehen, denn da wird ein neuer Chainsaw Man-Film bei uns anlaufen. Und es geht um den Reese Arc diesmal. Mal gucken, was das wieder wird. Da habe ich den letzten, glaube ich, nicht anschauen können. Der ist an irgendeinem dummen Tag gelaufen, an dem wir vom Podcast irgendwas gemacht haben. Seht ihr mal, dass ich sogar auf Dinge verzichte, die eigentlich machen möchte, nur um für euch zu arbeiten. Nur um für euch zu arbeiten. Mein Gott, bin ich froh, wenn ich fertig bin heute. Ich schwitze mich ja da in der Pumpsbude. Draußen regnet und ist bewölkt und der Wind geht, aber nichts geht in meine scheiß Bude rein. Bitte einmal für mich ein wenig Mitleid in die Kommentare. Bitte einmal Mitleid, weil sonst kann ich hier nicht weitermachen. Kommt noch was? Kommt noch was über die Police Academy? Keine Ahnung, da weiß ich nicht. Da weiß ich nicht. Und Tagebuch der Apothekerin ist cool. Ja, gefällt mir auch. Bin bis jetzt aber erst bei der 12. Folge. Aber es ist schick, gemütlich, es ist, hat einen schönen Stil. Mir gefällt das auf alle Fälle auch. Das ist schick zum Anschauen. Mitleid, vielen Dank, Niedelwutzler. Wenigstens einer, der an mich denkt. The Boys Staffel 5 ist abgedreht. Also das Finale zu dem Ding kriegt in greifbare Nähe. Ich bin schon ganz nervös und ein bisschen traurig. Wir müssen aber auch bald mal die zweite Staffel zu Gen V kommen, wo noch ein bisschen was zum Überbrücken. Armes Kane ist zwar irgendwie so 50-50, nicht, dass sie als S bezeichnet wird, aber ich nehme so. Vielen Dank, Krawallmaus. Da kriegst du ein Potato von mir. Dann haben wir, Matt Reeves hat es endlich geschafft, nach 100 Jahren, dass er das Skript zu The Batman 2 vervollständigt. Also, wie es immer wieder mal geheißen hat, es wird noch kommen, er wird noch kommen. Es scheint wirklich so. Es scheint wirklich so. Hab Made in Abyss nochmal angefangen, jetzt die zweite Staffel auf Netflix ist. Ist da die erste und die zweite? Ich habe noch nicht geschaut, ich habe es mir nur gespeichert, dass es drinnen ist, weil ich habe das damals, vor 2 Jahren oder so, als es mal drin war, angefangen, nicht fertig geschaut und jetzt komme ich überhaupt nicht mehr aus und möchte nochmal neu anfangen. Aber nicht, dass man dann so geht wie bei Attack on Titan, wo ich jetzt auch nochmal anfangen wollte und einfach nirgends aktuell eine erste Staffel zu streamen ist. Naja. Der Regisseur Demian Rugner, ob man so ausspricht, wieder mal keine Ahnung, der uns mit When Evil Lurks schon das Fürchten gelehrt hat, bringt aber gerade an seinem nächsten Film, der dann heißen wird Felix a Complex Puzzle. Und er wird beschrieben als eine blutige Vampirkomödie, die ihre Inspiration in Fright Night und Lost Boys gefunden hat. Das hört sich doch mal spannend an. Was sagt er? Kommt Corby noch? Corby ist noch nie gekommen. Ja, Corby, wie gesagt, also Kassettenschmerz ist überwiegend für mich Forever Alone zu machen. Morgen dafür 19:30 Uhr einschalten, gibt es einen Talkthrough und dann noch einen Livestream mit Corby und Seppi. Corby ist Vater. Naja, Corby, ja, von seinem Hund vielleicht, das war so viel. Und sonst ist der Corby kein Vater. Kinostarts für dieses Jahr, ein ganz wichtiges, das wir uns so streichen, zumindest die, nämlich das Silent Night, Deadly Night Reboot, 12.12.2025. Bin ich richtig geil drauf, weil ich habe einen absoluten Spleen für Weihnachtsslasher. Und dann im Januar folgt Return to Silent Hill. Da sind wir ja gespannt, was wir da kriegen mit Return von Silent Hill. Ja, kennt es von mir. Ich habe an Corby einen Hund gezeugt. Corby hat ihn gebärt. Arschlochhal. So, das waren die News. Für das, dass ich so viel geschrieben habe, jetzt habe ich es aber schnell runtergehauen, aber jetzt habe ich nichts was zum Fächern.
Das ist gut. Kann ich so ein bisschen ins Mikro rein, damit es sein hört? Kinostarts der Woche. Diese Woche läuft ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Das nächste Legacy-Sequel steht ins Haus. Bin ich einmal gespannt. Trailer schaut für mich absolut nichtssagend aus, in meinen Augen. Dann läuft noch Der Salzpfad. Unglaublich wichtiger Film, Der Salzpfad. Die Schlümpfe, der große Kinofilm. Keine Ahnung, was da mit den anderen Schlümpfe-Filmen waren. Kali und Marie. Hashtag schwarze Schafe. Leonora im Morgenlicht. Sayara. Die rechte und die linke Hand des Teufels. Terence Hill und Bud Spencer, alter Film. Rockadoodle, ein Hahn erobert die Stadt, kommt auch wieder mal ins Kino, ein Haufen altes Zeug. Sarbalachi und das war's mit den Kinostarts der Woche. Was wird da verzeiht? Du hast mir auch kein Mitleid gehabt bei der letzten Folge, wie du uns in den Bunker gespielt hast, 3 Stunden lang. Hallo, ich bin auch da drin gestorben. Das ist Wasser. Ich hab das Zeug sogar herrichten müssen da drin. Ich hätte wenigstens ein wenig dazugelangen können, das faulen Schweine. Ach ja, Kino rendiert sich also diese Woche nur, in meinen Augen, nur für ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Auch wenn der Trailer, wie gesagt, nicht viel aussagt. Und dann schauen wir uns natürlich noch die Streaming-Charts an. Die gehen diesmal vom 4. Juli bis zum 10. Juli. Wir haben auf Platz 1 die Apple TV Plus Serie Stick, erste Staffel. Dann Platz 9 We Were Liars, erste Staffel auf Prime Video. Platz 8 ist Countdown, die erste Staffel auf Prime Video. Dann haben wir Platz 7 Ginny und Georgia auf die dritte Staffel von Netflix. Ironheart, die erste Staffel für Disney Plus, ist sogar auf dem 6. Platz. Das wundert mich, dass die es wirklich da eingeschafft hat, weil die ja meine auch ziemlich großen Shitstorm wieder von Anfang an gekriegt hat. Obwohl die Serie, muss ich sagen, für die 6 Folgen eigentlich ganz gemütlich war. Es war jetzt nichts Überragendes, aber auch wieder mal tolle Effekte. Also für das bin ich schon dankbar, dass Marvel auch wieder schafft, tolle Effekte zu machen. Und hat ein paar coole Figuren. Ich mag auch den The Hood als Gegner, habe ich in den Comics schon sehr gern mengen. Da hoffe ich, dass man noch mehr davon zu sehen kriegt vom Hood und auch eben dann vom im Finale eingeführten Gegner. Die Serie ist ja auf die zweite Staffel ausgelegt worden. Drum schaut sich Ironheart an. Die zweite Staffel brauchen wir, da wird ein lang erwarteter Gegner endlich eingeführt. Platz 5, die zweite Staffel von The Sandman, ist die zweite und finale Staffel, muss ich mir noch anschauen. Da war die erste auch sehr cool und die Comics sind überragend. Das erzählt auch eine richtig geile Geschichte. Dann haben wir The Bear, die 4. Staffel auf Platz 4. Platz 3 ist The Waterfront, die erste Staffel auf Netflix, sagt man gar nichts. Dann haben wir die 3. Staffel Squid Game auf Platz 2 auf Netflix. Und dann haben wir die 7. Staffel Love Island USA von Peacock auf Platz 1 und keine Ahnung, was das sein soll, habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Aber zumindest mal wieder eine Streaming-Chart-Tabelle mit Serien, die man kennt, wie eben Ironheart, The Sandman, The Bear und Squid Game. Meistens sind ja da Serien drin, die keine Sau nicht kennt. Haben wir vielleicht interessante Filme? No. Filme sind alle für den Arsch, die verzeihe ich nicht mehr, weil sie so uninteressant sind. So. Was machen wir jetzt hier? Ich unboxe jetzt das erste Mal für euch One-Piece-Karten. Das ist jetzt wieder genau was für unseren Stefan. Er hat sich, als er das letzte Mal zugeschaut hat, schon gefragt, was das eigentlich soll, warum hier unboxed wird. Was hier unboxed wird, was das eigentlich soll. Weil das super cool und modern ist im Internet, dass man sich Booster Packs kauft und da dann Leute zuschauen lässt, wie man es aufmacht. Und war vielleicht noch spannender, wenn ihr ein bisschen eine Ahnung davon hättet, welche Karten wo es wert sind, weil dann würde ich mir gefreien, so machen wir es eigentlich nur auf und schauen wir nicht. Aber es kann ja mir einer von die Zuschauer hier informieren, was wert ist und mir das dann sagen, wenn ich es geunboxed habe, damit ich mich dann freuen kann, wenn ich Millionär werde. So, wir haben hier gleich mal den San Juan Wolf. Piu. Kamera kann immer noch keinen Fokus. Schweinekamera. Dann haben wir Punk Hazard als Stage. Jetzt gibt es ja schon Stages, hat sie vorher auch schon gegeben. Wie genau wird der Gegner eingeführt? So wie das Ding der Hund vom Corby von mir, der Hund vom Corby vom Arschlochal gezeugt, geboren wurde. Hast du Suicide Squad Isekai gesehen? Ja, die habe ich tatsächlich gesehen, da die auf die zweite Staffel warten, oder auf die zweite Staffel warten, dass es endlich weitergeht. Fand ich sehr cool. Die fand ich sehr cool und habe jetzt echt die wichtigen Harry Potter News verpasst. Das war die einzige. Ja, die hast du tatsächlich verpasst. Mit denen haben wir gleich angefangen.
Buffalo-Karte. Warum ist eigentlich die? Ah, ich hasse die Kamera voll. Dann haben wir den Charakter ein Fighting Fish. Kein Kämpfer. Event Gum Gum Rhino Schneider. Das ist schon Englisch, ja. Alter, warum bist du jetzt überhaupt noch scharf? Hurenkarten, Hurenkamera. Edward Newgate, Charakterkarte. Dann Trebol, also der in Effenberg. Effenberg hab ich selber doppelt. Da muss man schon mit dem Möller oder so kommen zum Tauschen. Charakter Mocha von Punkhäuser hat auch. Ui. Wow. Wie kann eine Kamera eigentlich so ein Stück technisches Affenscheiße sein? Dann haben wir die Bonnie. Ist ja jetzt gerade im Anime sehr im Fokus gestanden. Caesar Soldiers. Caesar war eigentlich auch geil auf. Den sollten sie wieder zurückbringen, der war witzig. Virgo. Und der ist jetzt hier schon voll am Schillern. Schaut's. Kling, kling. Schiller, Schiller. Und Charakter Monet. Auch voll am Schillern. Da schaut's, wie das glitzert. Aber auch sehr wundern, dass die Kamera keinen Fokus kriegt, weil er so geblendet wird von lauter Schiller-Effekt. Dann machen wir jetzt eins Pokémon. Ich weiß jetzt leider nicht, für was. Ich glaube, es ist einfach immer nur Gleichstand gewesen. Darum mache ich jetzt einfach Mewtwo auf. Das habt ihr jetzt davon. Entscheidet das jetzt diktatorisch. Das könnt ihr mitschmerzen, wenn es erstens einmal zahlt und uns mit Pokémon Boosterkarten-Sets überschüttet. Dann dürft ihr mitschmerzen, sollte es einen Gleichstand geben. Ansonsten werde das immer ich weiterhin so machen. Und mich über eure Wünsche hinwegsetzen. Schauen wir mal, was die neuen Karten können, ob man da jetzt hat. Weißt du schon irgendwann, welche Karten irgendwie was wert sind? Das war jetzt einmal so eine Booster-Reihe gewesen, in der ich gleich von Anfang an hätte nachschauen können. Gell? Naja. Wir haben Clarence, warum Clarence Schneckmark mit einem stetigen Feuerhauch. Wer auch immer Clarence ist, ich weiß nicht, warum da jetzt irgendwelche Leute dabei stehen müssen. Tausche gegen Zeliko Petrovic. Jetzt macht einen Tausch woanders jetzt nicht abhauen. Wirbelwind und Rasierflügel gibt es kassiert vom Janma. Steinschleuder von Cynthias Kaumerlat. Das ist die blonde Brunsten, die ja eigentlich ein Booster-Pack hat. Dann haben wir Herunterhängen von Tanzer. Tanzer geht's wie meinem Sack den ganzen Tag nur am Herunterhängen, weil ich immer zu lockere Boxershorts getragen habe. Merkt euch, zirkt enge Unterhosen an, dann kriegt ihr jetzt so einen hängenden Hodensack. Team Rockets Wagnisbombe. Das ist wie mit dem BH bei den Damen, die sollten ja ein bisschen was Enges haben, weil sonst hängen sie nicht zu die Knie oben mit spätestens 25. Dann wundern, wenn es eiserne Jungfern werden müssen. Türkis-grüne Maske, Ogerpon, Pflanzenkagura und Onis Hammer. Weiß nicht, was das heißen soll. Dann haben wir hier Team Rockets Hypno, Psychoschuss und Bankmanipulation, die werden die auch kennen. Oh, und jetzt wird hier schon das erste schillernde Kärtchen, zumindest, oder? Ich glaube schon. Ja. Nämlich ein Team Rockets Nidoqueen, Einschlag der Liebe und Megakick. Einschlag der Liebe, das ist wie der Donkey Punch. Team Rockets Voltilam, auch voll am Schillern. Das ist auch schon wieder, schaut so wie die Kamera wackelt und flackert vor dem ganzen Schiller-Effekt. Und Peppers Schlaraffel, auch schon wieder mit sauberem Glitzerrand. Ich glaube, keine Millionenkarte dabei. Super Energiekarte haben wir auch nicht dabei. Keine Millionenkarte dabei, wieder nicht reich. Unschön, unschön. Heißt auf alle Fälle für euch schon mal, dass es nächste Woche einen weiteren Kassettenschmerz geben wird, indem wir einen weiteren Unboxing-Versuch starten werden mit Reichwerden. Und jetzt zum Finale als kleine Entschuldigung noch ein weiteres Unboxing mit dem Booster Pack zu Final Fantasy VII Magic the Gathering. Ich habe von denen noch nie irgendwas gekauft, aber als ich geschaut habe, mit wo sie euch noch beglücken kann an Unboxen, hätte ich eine DVD-Box da gehabt, aber da mache ich lieber ein kleines Short dazu und habe mir gedacht, ich kaufe mir jetzt einfach diese eine Karte, Packung und machen wir das wieder miteinander. Weil ihr seid ja Riesenfans von unseren Unboxing-Dinger hier. Seid ja Riesenfans. Wir haben hier einmal ein Paladin-Rüstzeug.
Es ist so unscharf, ich hasse so abgrundtief viel die Kamera. Ich muss jetzt noch gleich mit Google nochmal neue Kamera, das hilft nicht. Kanalisationswehrratte. Die find's bei uns in Simburg auch en masse. Dann haben wir einen Chocobo-Tritt. Straight to the balls. Chocobo. Rettung der Espa. Hat er hier bei Final Fantasy VII gezockt, wenn nicht, dann kann ich euch nur empfehlen, dass ihr diese Remakes jetzt spielt, weil die sind überragend gut. Suplex. Gasthaus der Abenteurer. Ich habe absolut da jetzt noch weniger Ahnung, wie die Karten, was bei den Karten irgendwas bedeutet. Werde es wahrscheinlich ja nie erfahren. Naja. Unterbinden, ein Spontansauber. Den darf ich gern hier öfter mal einsetzen beim Podcast und unterbinden, dass die anderen faulen Wichsäumel nie dabei sind. Chocobo Rennbahn. Das war super. Es war wie bei Final Fantasy VII war die Rennbahn wie Mario Kart fast. Es hat tatsächlich Spaß gemacht. Zufällige Begegnung, Hexerei. Alles Hexerei hier. Mogri Postbote. Ja, richtig kleine Kacke. Dann haben wir noch die Schrottsammler der Albret. Bin gespannt, wann da der letzte Teil rauskommt. Ich bin auch gespannt, da hat man ja noch gar nichts gehört. Ishtola Ru, legendäre Kreatur, ist ein Katzenmischling und Druide. Da bin ich auch sehr gespannt. Das wird auf alle Fälle auch nochmal, wird wahrscheinlich auch nochmal so ein Klopfer werden, dass man nochmal 100 Stunden einstecken darf und dann hast du halt für Final Fantasy VII insgesamt 300 bis 400 Stunden braucht. Frachtschiff, Artefakt, Fahrzeug und das ist auch schon wieder, Schatz, das ist schon wieder so Holo-Effekt. Das ist schon wieder, die muss was wert sein, die Karten, die muss was wert sein. Standardland, Insel. Was? Das war's schon wieder. Geschildert nichts. Und das ist jetzt einfach, hier steht einfach Final Fantasy Artworks. Shadow, mysteriöser Assassine. Einfach nur Artwork-Karten. Zauberhaft. Ja, haben wir das auch gemacht. Haben wir das auch geschafft. Ja, ich muss jetzt zurück, wir müssen jetzt eh schon wieder leider aufhören. Da ich mich nur weiter vorbereiten muss auf einen Gastauftritt morgen bei dem Bewegtbild Bastarden. Und ich kann euch schon mal sagen, es werden unglaublich gute Filme besprochen. Unglaublich gute Filme. Ich bin wirklich sehr dankbar darum, dass ich mir 6 Filme anschauen habe dürfen. Das sind ungefähr 9 Stunden meines Lebens, die ich nie wieder kriege, zuzüglich dann auch noch der Zeit, die wir für die Aufnahme brauchen. So viel zum Thema seine Lebenszeit wegschmeißen. Aber ja, es wird sicher lustig. Es hat mich echt, ja. Ich bin froh, dass ich die Filme einmal sehen darf. Ich habe die noch nie gesehen, habe die schon immer mal auf der Liste gehabt. Es ist eine komplett vergebene Lebenszeit für mich, weil mir haben es schon immer mal interessiert. Aber es gibt wahrscheinlich schon so einen Grund, warum die nicht so in aller Munde sind. Mal gucken, freut sich drauf, wir teilen es dann so, weil sie draußen sind. Kommt am Freitag auf Vilsbiburg in die Nacht des guten Geschmacks. Schauen wir uns Sharknado in seiner 10-jährigen Jubiläumsedition, wann ist drin gestanden. Und ansonsten morgen 7:30 Corby und Seppi live auf YouTube beim Talkthrough und danach wird noch ein bisschen gezockelt. Die 300. Folge schaut euch an. Ich habe euch einen Haufen gezeigt zum Schauen. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder hier im Kassettenschmarz. Ich sage vielen Dank an alle, die zugeschaut haben und die mitgemacht haben und da halt so fleißig im Chat gestimmt haben, wie Potato You, wie immer. Potato-Küsschen. Und dann hören wir uns nächste Woche. Au revoir.